Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wie ihr sicherlich hören könnt, mir geht's nicht ganz so gut. Ich habe Grippe. Ich wollte aber das Video trotzdem für euch aufnehmen, das war mir wichtig. In diesem Video will ich euch zeigen, ich will noch was an meiner Tischbohrmaschine oder Säulenbohrmaschine ändern und an meiner Inka-Tischsäge und sonst noch einige Dinge. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Meine Stammzuschauer, wenn es jetzt gerade bestimmt bemerkt haben, ich habe eine neue Intro-Musik. Grund dafür ist eigentlich das, weil die alte Musik war nicht copyright-free, wie sich herausgestellt hatte. Ich dachte zwar eigentlich schon, aber scheinbar nicht. Egal, ich habe das jetzt geändert, weil ich habe von YouTube da ja nicht einen Strike kassiert, aber ich sag mal eine Verwarnung. Und ich muss ja meinen Kanal copyright-bezogen clean halten, falls ich dann irgendwann Werbeeinnahmen generieren kann, dass auch die älteren Videos, also wie dieses hier, dann monetarisiert werden können. Wenn die Musik dann geschützt ist, kriege ich dafür dann kein Geld. Das war eigentlich der Grund, weshalb ich das geändert habe. Ich hoffe, es gefällt euch so, wie es ist. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Änderungsvorschläge habt. Am Schluss von diesem Video könnt ihr übrigens auch sehen, ich habe auch eine neue Endcard erstellt. Ich hoffe, sie gefällt euch. Das sollte dann das ganze Video etwas professioneller wirken lassen. Also ich finde es soweit cool, also bleibt gespannt und schaut das Video bis zum Schluss. An meiner Ständerbohrmaschine will ich so ein Tiefenmesser einbauen. Dazu habe ich mir so eine Kunststoffschieblehre oder Messschieber gekauft, ganz einen günstigen. Den will ich dann eigentlich hier montieren und wenn ich dann die Spindel so runterfahre, zeigt es mir dann die Tiefe an, damit ich da genauer bohren kann. Hier bei meiner Tischkreissäge habe ich eigentlich dasselbe vor. Da vorne kommt dann ein Magnetstreifen hin und hier am Parallelanschlag eine Messuhr. Und dann kann ich eigentlich den Parallelanschlag in Relation zum Sägeblatt ganz genau einstellen. Darüber werde ich dann auch ein Video machen, wie auch über die Bohrmaschine. Da wird es auch ein Video geben, wie ich das mache. Ist vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant. Dann bei meiner Flott-Schleifmaschine, diese Tormek-Halterungen werde ich mir kaufen, wo man die dann eigentlich so montieren kann. Und dann kann ich nämlich von der Tormek-Maschine die Schleifvorrichtungen auch auf der Flott benutzen. Ich denke, das macht Sinn, wenn ich das so machen werde. Heute ist ja Samstag, wo ich dieses Video aufnehme. Heute hätte ich eigentlich einen Workshop gehabt. Der liebe Roland sollte mich eigentlich besuchen. Wir wollten zusammen eine Pfeife bauen. Ich wollte ihm eben so einen Workshop geben, heute den ganzen Tag. Leider musste ich ihm krankheitsbedingt absagen, weil es würde keinen Sinn ergeben. Ich will ja auch, dass er die Zeit genießen kann bei mir. Wir haben uns jetzt auf den 14. März geeinigt mit dem Datum. Dann sollte dann eigentlich nichts im Wege stehen. Da bin ich generell noch dran, diese Workshops anzubieten. Wie das ganz genau ablaufen wird, weiß ich noch nicht. Grob gesagt möchte ich es dann eigentlich so machen, dass die Leute bei mir einen Workshop buchen können und wir können das dann unterschiedlich gestalten. Also wichtig ist mir auch, dass ich YouTube-Material habe. Schlussendlich muss aber der Teilnehmer dann entscheiden, ob er auf dem Videomaterial sichtbar sein möchte oder nicht, oder ob wir generell drehen oder nicht. Wenn jemand einverstanden ist, wird es da jeweils ein YouTube-Video geben. Eventuell, wenn der Kunde einverstanden ist, auch ein Livestream. Und dann werde ich halt dann aus dem Livestream von Twitch werde ich dann die YouTube-Videos draus schneiden. Das wäre natürlich
sehr cool, wenn wir da eigentlich dass ein Workshop dauert je nach Pfeife zwischen 8 und 12 Stunden. Wenn wir da eigentlich die ganze Zeit streamen könnten, stelle ich mir eigentlich ziemlich nice vor und wäre sicher auch für den einen oder anderen sehr interessant. Und auf YouTube gibt es dann das Ganze kompakt zusammengefasst als Videos, dass ihr das auch sehen könnt. Jetzt beim ersten Workshop weiß ich noch nicht. Ich muss dann mit dem Roland schauen, ob wir das filmen wollen oder nicht, weil für mich ist ja das dann auch komplett neu. Weiß auch noch nicht, ob ich das filmen möchte, weil ja, ich musste mich da auch noch einarbeiten in die ganze Workshop-Geschichte. Ziel ist auf jeden Fall, dass er dann am Abend eine fertige, funktionstüchtige Pfeife hat. Das ist natürlich dann bedingt, das wird eine zweiteilige Pfeife werden, weil eine einteilige, die ist eigentlich nicht möglich, das in einem Tag zu machen. Also werden sich die Workshops alle auf zweiteilige, schnelle, in Anführungszeichen schnelle Pfeifen beschränken. Aber ich denke, das ist sicher ein cooles Erlebnis für die Teilnehmer wie auch für mich. Jo, dann war es das wieder mit dieser Folge Krüsimüsi. Schön habt ihr eingeschaltet. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben und den Kanal zu abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Das würde mich sehr freuen. Ich werde jetzt noch das Video schneiden, dann haue ich mich wieder ins Bett zum Auskurieren. Möchte dann eigentlich am Montag wieder fit sein. Ihr seht nun auch noch die neue Endcard dann. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Krüsimüsi hat euch gefallen, trotz meiner Erkältung. Habe etwas Schwierigkeiten beim Sprechen, habt ihr bestimmt bemerkt. Vielleicht sind mir jetzt auch einige mehr Fehler unterlaufen, kann ja sein. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.